Hallo YouTube, wir sind zurück da mit einer neuen Reaction und zwar schauen wir eine neue Doc vom SRF und zwar geht es um das Ganze, wie Nemo den ESC gewonnen hat. Ich würde sagen, wir gehen rein, let's go, ganz viel Spaß. Yes! Es hat wirklich alles zusammengepasst. Nemo kommt ins Malmö Arena, da ist der Champ! Eurovision Song Contest 2024, Switzerland! Digga, das war wirklich einfach so crazy gewesen. Ich war am Public Viewing gewesen. Also nicht Public Viewing, sondern es ist das offizielle Public Viewing von Nemo. Eben nicht Public. Einfach das geladene Viewing von Nemo ist das gewesen. Das war richtig nice gewesen, in so einer Atmosphäre. Dann auch noch einfach den Sieg miterleben. Das war absolut insane gewesen. Darum bin ich jetzt gespannt aufs Video. The magic moment, ladies and gentlemen. Die Schweiz gewinnt den Eurovision Song Contest zum 3. Mal und bekommt seine Trophäe überreicht von der Loreen, Siegerin 2023. There it is. So herzig, so herzig. This is it! Ich hoffe, ihr steht daheim schon längst in der Stube, tanzt um, jubelt. So muss es sein. Wow, wir haben so gejubelt. Vielleicht kann ich da noch einen Clip einblenden, wie wir rumgeschrien haben, wo Nemo gewonnen hat. 200! Schweiz gewinnt den Eurovision Song Contest! Das war insane. Was wolltest du uns sagen? I want to say thank you so much. I hope this contest can live up to its promise and continue to stand for peace and dignity for every person in this world. Er hofft, dass der Sieg für wirklich Gleichstellung, für Berechtigung, für den Frieden im Welt steht. Es ist ein historischer Moment. Nemo knackt den Code und gewinnt den 68. Eurovision Song. Da war der Pokal noch ganz. So eine legendäre Szene, wo der Pokal kaputt ist gegangen. Alter, finden wir die Winners Performance da? Bro, der Sound ist so geil. What the fuck? Digga, es tönt so nachvertont. Es tönt, als ob sie extra noch den Sound eingebaut hätten, wo der Pokal zerbricht. So nice. So geil, Alter. Zurück ins Video. Nemo und die Fans im Freudentaumel. Der 3. Schweizer Sieg am größten Musikwettbewerb ist Tatsache. Grund zu jubeln gab es bereits 2 Tage vorher. Zum 5. Mal in Serie qualifiziert sich die Schweiz für das Grand Final. Das habe ich nicht gesehen, Chat. Also ich habe das Ganze so ein bisschen mitverfolgt, so medial. Aber ich habe das Halbfinale, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht gesehen. Switzerland! Nemos Auftritt begeistert Europa. Ich fühle mich mega erleichtert. Es ist gerade sehr viel auf einmal, sehr viele Emotionen, sehr viel zu verarbeiten. Aber es ist unglaublich auf dieser Bühne und ich habe die Energie von allen Leuten gespürt. Und einfach irgendwie müssen denken, wie es einfach könnte sein auf der Welt, wenn alle so dürften sein, wie sie sind. Und es hat mich mega emotional gemacht. Und ich bin mega dankbar, hier dabei zu sein. So ein süßer Chat. Oh, ich mag's Nemo so gönnen, dass Nemo die Message so kann spreaden in der Schweiz, überall auf der Welt. Während Monaten wurde auf diesen einen Moment hingearbeitet. Das Grand Final am Eurovision Song Contest. Nur noch wenige Stunden bis zum Auftritt in der Malmö Arena. Nemo gehört seit Wochen zum erweiterten Favoritenkreis auf den ESC-Sieg. In den Wettquoten liegt The Code auf dem 3. Platz. So geil, einen Einblick noch hinter die Kulissen zu bekommen, was da so passiert. Was wirklich zählt, ist einfach wirklich der Abend selber und was Performance in diesem Moment anbelangt, wie kann ich meine Emotionen überbringen. Das ist so die Hauptsache, wo ich mich darauf fokussieren will. Auf alles andere habe ich wirklich keinen Einfluss drauf. Darum fokussiere ich mich auf das, wo ich den Einfluss wirklich drauf habe. Und das ist, mich vorzubereiten für die Performance und alles zu geben in diesem Moment. Nice, it's time. Hey. Go!
Wenn Nemo gewusst hat, was da noch kommt, holy shit. Nichts ahnend den Auftritt machen. Crazy. 200 Millionen Fernsehzuschauende werden Zeuge eines magischen Auftritts. Digga, 200 Millionen Fernsehzuschauer. Crazy. Die Begeisterung in der Malmö Arena ist riesig. Aber auch von den internationalen Jurys wird Nemo gefeiert. Das war auch so crazy gewesen. Boah, wie wir dort in diesem Public Viewing gesessen sind und einfach jedes Mal, wenn die Schweiz 12 Punkte bekommen hat, sind alle so ausgerastet. Es war so eine crazy Energy gewesen. Die Schweiz bekommt erst die 12 von der Jury. Und schaut das an. Die Schweiz. Wichtig und richtig. Switzerland. Schon wieder die Schweiz. Oh, Switzerland! Les Spitzeners! Pour la Suisse! Switzerland! Switzerland! And 12 points go to Switzerland. Finally found you, Nemo, in Switzerland. Und findet Nemo. Sie haben ihn gefunden in der Schweiz. La Suisse! 12 points. Die Schweiz bekommt also 22 Mal 12 Punkte von den Länderjurys. Das ist neuer Rekord. Noch nie bekam ein Land so viel mal 12 Punkte wie die Schweiz. Wow, wo die Auswahl noch 3 sind. Oh mein Gott, vor allem Kroatien bekommt nachher einfach komplett viele Punkte. Komplett viel. 300 irgendetwas. Dort habe ich schon gedacht, okay, jetzt wird es schwierig. Aber der Moment, wo dann gekommen ist, Chat. Der Moment, wo dann gekommen ist. Chat. Croatia or Switzerland? Kroatien oder Schweiz. Wir sind parat. Ich halte es nicht mehr aus. Alter, ich halte es nicht mehr aus. Jetzt geniessen, Chat. Switzerland. Die Schweiz bekommt From the public von den Zuschauerinnen und have Zuschauern received 226. Die Schweiz gewinnt den Euro. Let's go! 2024. Nemo, the Code. Wir sind uns alle in die Arme gesprungen. Crazy gsi. Es ist der absolute Wahnsinn. Wer hätte es gedacht? Wir haben an Nemo geglaubt. Nemo hat geliefert. Nemo ist sensationell auf der Bühne. Was soll man sagen? Herzliche Gratulation. Es ist ein unglaublicher Abend und wir werden feiern. What the fuck? Ich kann es nicht glauben, wir haben den Eurovision in der Schweiz geholt. Stimmt, Chat. Nächstes Jahr, ist das alle Jahr? Ich glaube schon. Aber nächstes Jahr findet Eurovision Song Contest einfach in der Schweiz statt. Wo wird es echt sein? Genf, Zürich, Basel? Es fühlt sich noch so ein bisschen wie ein Traum an. Ich habe vor 5 Tagen geträumt, dass ich die Eurovision gewonnen habe. Aber ich habe auch schon geträumt, dass ich Spiel rausgehe. Doreen haben mir das Profil gegeben! What the fuck? Also ich weiss nur noch, dass irgendwie, das hat angefangen mit 12 Points aus Switzerland und ich habe gedacht, was ist jetzt schon beim ersten kommt noch 12 Punkte von der Schweiz. Aber auch verdient. Einfach auch verdient viel Support bekommen. Das hat mich am meisten gefreut. So, Länder zu sehen, die Freude hatten, jemanden zu sehen, sich selber zu sein auf der Bühne, bedingungslos. Und das gibt mir mega viel Hoffnung für die Zukunft. In der most risikofreien Zone, die ich hatte, an diesem ganzen Contest, zerstöre ich erstens mal den Pokal während meiner Performance, weil ich noch zu fest am Boden bin. Und schneide mir dann den ganzen Daumen auf. 8-mal ist nichts passiert auf dieser Dreischeibe, bin ich kein einziges Mal runtergefallen und dann, wenn ich keine Dreischeibe habe, dann schneide ich mir gerade den Finger. Aber der Sound war auch einfach so hilarious, wo die Trophäe am Boden geht. Holy shit. Gerade abgeht. Meine Erwartungen, die ich an diesem Event hatte und an diese Zeit bis dahin komplett übertroffen. Ich hätte mir das nicht in meinen wildsten Träumen so schön vorstellen können und so inspirierend, das alles zu machen und da dabei zu sein und mit diesem Song. Alles geklappt, würde ich sagen? Ja.
so geil, einfach so in der Schweiz empfangen zu werden. Also allgemein bekommst du riesen viel Support. Und auch Hate. Fickt euch alle, die haten. Wirklich. Ganz schlimm. Aber wenn du nachher heimkommst und so begrüßt wirst von deinem Land. Es ist alles mega schön. Ich bin mega dankbar. Wir haben den ESC, also Nemo hat den ESC in die Schweiz geholt. Congrats, ich mag es Nemo mega gönnen. Das war es mit dieser Reaction. Wir sehen uns zu einem anderen Highlight-Video. Tschüss, macht's gut.